Hallo Marco, wie geht's dir? Erzähl mal kurz was über deine Firma, wer du bist, woher du kommst. Ja, also gehen tut's mir ganz gut. Das ist der übliche Messestress. Ein bisschen hungrig bin ich, ein bisschen durstig. Wo komme ich her? Also ich komme aus dem schönen Weinheim an der Bergstraße. Das liegt zwischen Heidelberg und Frankfurt. Und bin Gründer und Geschäftsführer der Icaro GmbH. Wir sind eine Agentur, die sich ursprünglich mal spezialisiert hat auf den Bau von vertikalen sozialen Netzwerken und jetzt gerade massiv an der Plattform Yeet für Internet-ID arbeiten. Wir sind ein kleines Team von 10 Leuten, ja, und werkeln so Tag für Tag vor uns hin. Hat sich denn die Ideologie von Enterprise 2.0 in eurem kleinen Unternehmen schon etabliert oder habt ihr euch gegründet, weil ihr eben anders denkt, anders arbeitet? Und ich glaube, da gab es nicht viel zu etablieren, weil jeder, der bei uns angefangen hat, von Beginn an dazugekommen ist, so ein Stück von dem, was man heute unter Enterprise 2.0 versteht, mitgebracht hat. Und so quasi das, was schon da war, mit jedem neuen Mitarbeiter irgendwie neu dazugewachsen ist und verstärkt worden ist. Davon haben bisher alle profitiert und ich glaube aber noch nicht, dass wir da am Ende sind. Wie sieht denn so ein Arbeitsalltag bei euch aus? Also wie arbeitet ihr denn zusammen? Also das Entwicklerteam hat sich jetzt seit einigen Jahren darauf beschlossen, halt ein Wiki als Dokumentationsmedium für, sei es vom Konzept bis hin zu Coding Conventions zu verwenden, was natürlich auch wiederum neuen Mitarbeitern sehr einfach macht, in das Thema einzusteigen und zu gucken, was da los ist, macht ein Nachschlagewerk. Man glaubt es kaum, aber obwohl die Bürofläche bei uns so klein ist und viel aufeinander sitzen, ist Skype eines der meistgenutzten Medien. Ich frage dann auch ab und zu mal nach, ob man nicht mal einfach zum Tisch rüberlaufen könnte und sich da austauscht. Da kommt dann immer ein Nein. Man hat immer so einen Codeschnipsel einfach mal in das Skype-Fenster kopiert und es wäre halt einfacher. Und glaubst du, wenn man über das Wiki kommuniziert, dass man effektiver arbeitet, dass es schneller geht? Also definitiv es gehen weniger Sachen verloren. Also ich will nicht sagen, es bleibt alles da, ja, aber sowohl Ideen, Konzepte als auch Codeschnipsel sind einfach nicht mehr irgendwie jetzt im Nirvana auf irgendwelchen Platten, sondern eben erreichbar für alle in unserem Wiki. Das heißt, könnt ihr Erfolge mit der neuen Zusammenarbeit feststellen? Also auch finanziell oder also ja, nach außen hin sozusagen? Da muss ich sagen, dass wir da ein Stück weit besser geworden sind, haben uns immer noch die klassischen Sachen wie Zettel und Pinnwand geholfen, die das Ganze einfach noch präsenter machen, weil man es immer den ganzen Tag vor sich hat. Das Wiki wird halt bei Bedarf aufgerufen. Das, was man den ganzen Tag an der Wand sieht, ist halt immer noch ein bisschen präsenter. Vielleicht sollten wir dazu übergehen, das Wiki an die Wand zu beamen. Auch nicht schlecht, ja. Was sagst du denn dazu, dass so 1.0 Konzerne sich dahingehend fortentwickeln sollen? Sollten sie so weitermachen oder sollten sie vielleicht sich ein bisschen was von den jungen Unternehmen annehmen? Also ich glaube, im Gegensatz zu vielen anderen Leuten, wenn sie sagen, die Unternehmen sind so steif und wissen nicht, wie es weitergehen soll und wollen nicht, glaube ich, es ist irgendwie anders. Die Unternehmen sehen schon, dass da viel Potenzial ist, diese neuen Technologien und Tools, die es da so gibt. Aber man darf nie vergessen, dass halt ein Konzern, der vielleicht jetzt irgendwie 20, 30, 50, 60 Jahre alt ist, nicht einfach von heute auf morgen seine Prozesse umstellen kann. Also ich glaube, dass da das erkannt worden ist, dass man da was umstellen möchte und auch muss. Aber eben dieser Wandel nicht von heute auf morgen einfach zu vollziehen ist. Man braucht auf jeden Fall Geduld noch ein bisschen. Aber grundsätzlich würdest du schon sagen, dass sich die Konzerne, die 60 Jahre alt sind, schon umorientieren sollten, weil sie sonst am Markt nicht mithalten können? Oder glaubst du, sie können mit ihrer alten Strategie trotzdem nebenher existieren? Also sie werden nicht ganz vom Markt verschwinden, mal so, aber es wird deutlich schwieriger werden, mit eben Unternehmen in der gleichen Branche, die eben auf neue Medien komplett setzen, noch Schritt zu halten. Welche Voraussetzungen sollte man heutzutage als Mitarbeiter mitbringen, wenn man sich in Firmen bewirbt? Ich könnte einfach antworten, man sollte offen und flexibel sein.
es ist auch bei uns, muss ich sagen, jetzt für den alteingesessenen Entwickler vielleicht schon mal eine Umstellung gewesen, ein bisschen mehr im Team zu arbeiten. Der Gedanke, im Team zu arbeiten, ist halt heute vielleicht neu zu definieren. Ja? Wenn einem das nicht gegeben ist oder auch der Austausch mit anderen nicht so gerne gemacht wird, ist es für den einzelnen Angestellten heute, glaube ich, auch ein bisschen schwieriger. Okay, ja, mehr habe ich eigentlich gar nicht an Fragen zum Thema Enterprise 2.0. Wenn du noch was sagen willst? Also ich bedanken möchte ich mich auf jeden Fall mal hier, dass du dir die Zeit genommen hast und bin natürlich gespannt, wie sich das Ganze weiterentwickelt. Ja, ich bedanke mich, dass du was zu dem Thema gesagt hast. Noch eine schöne Messe. Tschüss.